Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter, dem Prolog. In HD das Ganze auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Freunde. Ist das lange her im Kingdom Hearts Universum und damit willkommen zurück zu dieser, spannenden, epischen, aber auch langwierigen Reihe, wenn man zumindest alle Spiele auch spielen möchte. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, in der sie chronologisch stattfinden, aber zumindest in der Reihenfolge, in der sie auch erschienen sind, wa? Nachdem wir damals ja auch 1.5 Remix und 2.5 Remix durchgezockt haben, sprich alle 6 Spiele, was aber übrigens auch schon wieder 3 Jahre her ist, sogar ein bisschen mehr als 3 Jahre, dachte ich mir so, komm, also wenn nicht jetzt, wann dann? Wir müssen loslegen, denn ja, auch schon Kingdom Hearts 4 schon in den Startlöchern und ich will jetzt nicht mehr ganz so weit zurückfallen, wa? Und ja, 2.8, diese Collection, also ähnlich wie damals mit 1.5 und 2.5, diesen besteht es aber nur aus 3 Spielen, nicht aus 6 Spielen. Und wir haben hier unter anderem Kingdom Hearts Dream Drop Distance in HD. Ne? Damals hieß es ja auch Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance, weil es auf den 3DS erschienen ist, das Original. Habe ich, sagen wir, böse Erinnerungen daran zurück, dazu aber später mehr. Dann Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep Fragmentary Passage. Ja, man kann es schon denken, wenn man zumindest die anderen Fire Emblem sage ich schon. Mann! Hallo Michael, falsches Universum. So. Wenn man sich die anderen Kingdom Hearts Spiele zurückdenkt, gerade auch Birth by Sleep logischerweise, und weiß, hey, das findet das Ganze ja vor Kingdom Hearts 1 statt und weiß dementsprechend auch, wer dort alles vorkam, in beiden Spielen logischerweise, und worum es hier ungefähr gehen wird, ne? Denn es ist ja eigentlich auch, deswegen heißt es auch 0.2, war irgendwie auch, oder soll eine kleine Vorbereitung auf Kingdom Hearts 3 sein, um gewisse Lücken zu füllen. Dann haben wir hier noch Kingdom Hearts X Backcover. Soweit ich weiß, das ist so eine Art Videosequenzensammlung, ähnlich wie auch mit, kriege ich es noch zusammen. War es Rico? Ne, es war nicht Rico. Moment, ich muss ganz kurz gucken. Es ist wirklich schon viel zu lange her, Leute. Es ist viel zu lange her. Also, Recoded, ja, aber das konnte ich ja. Kann man Recoded? Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich Recoded gespielt? Ne, glaube nicht, war. Das war so kurz. Ne, waren auch nur 8 Folgen, war damals. Die gute alte Zeiten. Aber was liegt? Nee, das ist was anderes. Dann, also, war glaube ich wie Recoded und wie 358 over 2 Days, genau. Das war auch damals mit Roxe, Sion und KKG. Oh Gott, die ganzen Namen, die kennen natürlich auch nicht mehr. Oh, das wird ein Spaß. Also, soweit dazu. Genug geplänkert. Ich würde sagen, wir legen los. Kingdom Hearts 3D, das erste Spiel dieser Collection von Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prolog. Und ja, ich fürchte, ich kriege gleich ein paar Flashbacks, aber keine angenehmen. Dazu gleich mehr. Also, Dream Drop Distance HD, das Ganze von erwähntem bitteren Nachgeschmack für mich. Warum? Weil Dream Drop Distance 3D, wie es ursprünglich hieß, wie auch schon erwähnt, auf dem 3DS damals erschienen, war, glaube ich, eines der früheren, also nicht gerade Launch-Spiele, aber es war eines der früheren Spiele. Und ich dachte mir so von wegen, hey, Kingdom Hearts, seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, weil ich hatte damals ja Kingdom Hearts 1 mitgespielt bei einem Freund, weil ich das Spiel nicht hatte. Damals halt das Kind noch so, ja. Der eine hat einen Nintendo 64, der andere hat eine Playstation, aber nichts wie heute, wo wir irgendwie alles haben. Und Kingdom Hearts 2 ja nicht so, und dann war ich ein bisschen aus dem Fokus raus und dann dachte ich mir so, hey, entweder anfangen mit der ganzen Reihe und wir fangen mit Dream Drop Distance an. Und das war insofern eine schlechte Entscheidung, weil, ich sag mal so, das ist gerade laut hier, ich sag mal so, war damals, fand ich, sehr verwirrend, wie der ganze Einstieg war, und ich habe, glaube ich, noch irgendwie 3-4 Stunden Spielzeit aufgehört, weil ich nicht richtig reinkam. Wie es halt so ist, wenn du ein Spiel begonnen hast und denkst, ja, spiel später da weiter, kommt ein nächstes Spiel, kann dann von einer komplett anderen Reihe sein, aber ist egal, hast ein neues Spiel und dann zockst du das alte nicht mehr. Das ist doof. Und deswegen natürlich, manchmal normal kommen. Deswegen natürlich umso erfreut, dass wir hier wieder uns ins Abenteuer stürzen können. Endlich, nach der langen Zeit vor allem. Nur Titel aktiviert. Ja, komm.
Was? Oh. Ja. Ich bin vor allem sehr gespannt, was sich jetzt vom Sprung her so getan hat, von 3D zu HD. Oh. Hey! Is this how you wanted it? Xehanort! You want to fill me in? I am. Hey! Do you remember now, or... Wait. Did you never lose your memory? That's not my name. I'm not Xehanort. What? My name is Ansem. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. Riku, a storm's coming. I know. The waves are getting steep. Furl the sail. Right. Riku! I'm fine. What's that? Oh, he was right. Those wretched guppies are here. Well, it's about time we settled the score. Ursula! But how... Is this the test? Come on. You can work it out later. All right. Sorry, dearies, but I won't fall for that trick. Genau das meine ich. Total verwirrend. Was ist das für ein Einstieg? Okay, warum sind die beiden wieder Kinder? Warte mal, ist Kingdom Hearts 2 noch anders? Okay, keine Ahnung, wo wir jetzt gerade storymäßig hin sind. Und der Anfang. Also, den Teil mit Ursula, da kann ich mich noch erinnern bei Dream Drop Distance. Aber der Teil davor, mit Ansem, in Anführungszeichen, eigentlich, wenn es der niemand war, von Xehanort müsste es doch Cernes sein. Weil ist er nicht so? Ansem war doch der Herzlose, die herzlose Variante, aber ist egal. Sind wir nachher weiter. Was ist die Szene? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern beim Original. Aber ist ja Ewigkeit näher. Also, Anhängen sind optionale Tutorials und Rückblenden. Wenn du einen solcher siehst. Ja gut, ich meine, es ist. Ich würde sagen, das gucken sie uns an, weil ganz ehrlich, wie gesagt, seitdem wir Kingdom Hearts 2 gespielt haben, ist glaube schon 5 Jahre her. Bei Birth by Sleep 4 Jahre, bei Recoded 3 Jahre, also ich bin nicht mehr gerade auf dem aktuellen Dampf dafür. Grundlagenkampf, wer zeigt es mit an, weil es ist so wie bei anderen beiden Hauptspielen oder ist es eher so wie bei den Spin-Offs, also Spin-Offs. In Anführungszeichen, wie bei. Aber wie ist der zweite Teil schon wieder? Von der Collection. Nicht Kingdom Hearts 2 von dem zweiten Teil, sondern nein. Wie ist das Zwischenspiel? Zwischen Kingdom Hearts 1 und 358 oder 2 Days. Chain of Memories, genau. Alter. Also, versuch dich rumzusehen. Ja. Schön, haben wir rumgesehen. Und jetzt? Okay, ich habe Magie. Tentakel besiegen. Böse Tentakel. Ganz böse. Das ist eine HP-Anzeige. Okay, bis jetzt spielt es aber schon noch ein bisschen wie Kingdom Hearts 1 und 2. Obwohl, eigentlich wäre Kingdom Hearts 1, um genau zu sein. Schade, er wollte eigentlich blocken. Ja, und jetzt? Deckkommando, okay. Ist die früher auch schon Deckkommando? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nur bei... Oder was man dann auch hatte, war nur bei Chain of Memories. Na egal.
So, komm. Ja, das hat sie gebracht. Neue Kommandos erhältst du in unterschiedlichsten Situationen. Um nutzen zu können, musst du sie in dein Deck aufnehmen. Warte, das kann ich Ihnen drücken, um Menü aufzurufen. Das mit dem Deck kann ich noch mit Chain of Memories. Das ist doof. Aber ich will auch eine Magieanzeige hier. Was eigentlich ja Magieangriffe sind, aber egal. Toy with me, you insignificant fool! Phantom-Ursula, okay. Oh! Ah, die Kamera ist eine Katastrophe. Der Luftsprung geht auch wieder. Hey, ja, 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 ja. Ja, lach du nur, du fettes Teil. Übrigens, also, wenn wir die Optionen gehen. Oh, okay, nein, nicht. Was macht die jetzt? Sie setzt Blubber ein. Es ist nicht effektiv. Der Treffen muss noch üben, Alter. Also nur praktisch, dass man... Aber unendliche Tränke oder täuscht das jetzt gerade nur? Das war's mit Phantom-Ursula. This world has been connected. Gar nicht gut, Mann. Rückblick in die Meisterprüfung. Aber... War es nicht aus Kingdom Hearts 2 dann? Oder müsste dann eigentlich nach, oder beziehungsweise nach Kingdom Hearts 2 kommen? Moment, habe ich es einfach bekommen oder... Du willst eigentlich noch auswählen? Okay. Schwachpunkt an. Zum Bremsen, Ausweichen, okay. Angriff ausführen.
Aua. Aua, du. Wow. Oh, wer durch geht nicht, schade. Aua, da ging mir kein Licht auf. Magischer Angriff! Sehr seltsames Minispiel. Huh? This is Traverse Town. Hey, what's with my clothes? Must be more of Master Yen Sid's magic. Die Stadt Traverse. What happened to Riku? Riku! Hello? Riku! Shut it. Huh? Talk about noise. Ah! Sora, right? Yeah, but, how do you know that? Looks like you're not a player. A player? Come on, keep up. In the game. Players get marked with the time limit. And this game, I can't afford to lose. I need my game partner. Okay. I don't know about any game, but can I help? What? Time out. Do you trust every total stranger you meet? Look, sorry, you're no good. You're not a player. And my pact's with someone else. Okay, so we can't be partners. Why don't I just help you out as your friend? Now we're friends? It's not that easy. Not saying it is, but you could make it easier. Yeah, sounds great. Whatever. Cool. Lead the way. Whoa. Coole Moves hat er drauf. In dem Fall jetzt das mit der Basisprüfung übersprungen oder was? Ausnutzen? Okay. Hä? Hey, mache doch. Du musst ja nicht zwingend rutschen, um freien Fluss auszulösen. Okay. Tutorial abgeschlossen. Ah ja.
Das mit dem Meisterzwingen nicht gemacht. Dann mit der Meisterprüfung mal. Sie nochmal angucken oder so. Okay, das sind die Grundlagen, ja. Rückblenden. Die Meisterprüfung, komm. As a Keyblade master, Xehanort had a gift like few others. But such great minds are often plagued by a single great question. What is the essence of the human heart that weakens us or empowers us? The answer, he believed, would be found in the Keyblade War. What if the challenges of our past were in fact a map to the light and darkness that battles within us all? Xehanort had to know, so he renounced his duties as master and chose the Seeker's life. Since then, in many a guise, he has clashed with protectors of the light, Keyblade wielders like yourselves. And mark my words, he will trouble us yet again. We must be ready. Which is why you, Sora and Riku, are to be tested for the mark of a true Keyblade master. No doubt you fancy yourselves masters already, but it takes years of training. Only a true master can teach you the proper way. Both of you are self-taught Keyblade wielders, an impressive feat. However, the time has come for you to let go of preconceived notions, forget what you know about the Keyblade, and begin your training again with a clean slate. Huh? But that's a formality, right? I already proved myself. Me and the King and Riku, we can take on anything. Right, Riku? I don't know. I think that in my heart, darkness still has a hold. Walking that path changed me. I'm not sure if I'm ready to wield a Keyblade. Maybe I do need to be tested. Riku. Then count me in. Put me through the test. Just watch. Me and Riku will pass with flying colors. Very well then. Sora and Riku, let your examination begin. Okay, lass mich raten. Das Ganze, also sprich die Rückblende hier, die Meisterprüfung findet nach Kingdom Hearts 2.5 statt. Also Kingdom Hearts 2 halt. Nachdem wir dort alles erlebt haben. Und das, was wir jetzt gerade durchmachen, ist diese, sagen wir jetzt mal, Meisterprüfung. Weil, ja, Meister Jensid hat ja gemeint, von wegen, wir müssen eigentlich alles vergessen, was wir bis jetzt gemacht haben und quasi mal von vorne beginnen. Okay, dann macht das schon mal ein bisschen mehr Sinn tatsächlich. Ha! Ja! Ha! Ja! Ha! Ha! Ja! Ha! Ja! Oh! Ja! Aua! Jo. Gut, den Jungen folgen, wa? Speicherpunkte. Die auch HP auffüllen, genau. Da ist auch nichts Neues. Machen wir einen. Hier. Speichern ist immer sehr wichtig. War schon immer, wird auch immer so sein. Dream Drop Distance. Ja, die Wahrheit ist sogar... Damals, wo ich halt das Problem damit hatte mit dem Spiel, das war hier in Traverse Town. Und ich fürchte, wir kommen bald in diesen Genuss zurück. Wobei ich glaube sogar, es könnte dann erst bei Part Nummer 2 sein. Dazu gleich mehr. Das macht natürlich auch Sinn, wieso wir überhaupt anders aussehen. Also wieder so bei Kingdom Hearts 1. Weil eben, wir sollen ja nochmal zurückgehen, zum Anfang quasi, nochmal von neuem beginnen.
Netzwandel. Okay. Gegen Gegner. Gut zu wissen. Hey, I didn't catch your name. Dream Eaters! That's a weird name. Not me. Them. Right, I knew that. Das kann der Herzlosen, wa? Don't let them surround us. Let's split up. Got it. Oh, it's Neku. Huh? Neku Sakuraba. You asked. Neku Sakuraba. That's a mouthful. No, it's really not. Come on, Neku. Let's take him. Hat Neko gerade ein Pal beschworen oder doch ein Pokémon? Dazu wäre ein Herzloser, aber das Symbol ist ein bisschen anders. Jetzt auch einen Kampf einsetzen. Ah, schön. Angriff im freien Fluss. Yeah. Oh, oh. Come on. Yeah. Yeah. Ha. 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 Ich glaube sogar, es war das, was mich auch ein bisschen so irritiert hat damals auf dem 3DS. Hey. Ha. Mit dem freien Fluss und so weiter. Wenn ich nicht komplett irre, weil langsam kommen so ein paar Erinnerungen zurück. Oder ich glaube zumindest, dass es Erinnerungen sind. Dann war es sogar so, dass es ja, gewisse Passagen gab, wo du nur so weiterkamst und ich irgendwie Mühe hatte mit der Steuerung, das gar nicht so funktioniert hat und ich nicht weiter wusste. Oh, come on. Oh, come on. Yeah. 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 Oh. 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 Yeah. 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 Oh. 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 Ha-ha. Freier Flusskampf abgeschlossen. Sehr schön. These things with you, they're Dream Eaters too? Yeah. If I'm gonna survive the game, I'm gonna need some extra help. Think you could control them? Sure. I guess. Wieder sehr viel Rückblenden hier. If we are ever to strike down Xehanort, we need the individuals King Mickey spoke of in his letter. We must lead them out of sorrow and slumber and back to our world. To do so, 7 sleeping keyholes must be found and unlocked, and a great power retrieved. As you know, every world is walled off from the next, preventing travel between them. In the past, you could bridge these gaps because the walls were broken, or because you could open special lanes with your keyblades. But your new goals, the sleeping keyholes, are harder to reach. You'll recall in your first journey that you brought many worlds back from the darkness, but some never returned completely. They still sleep, cut off from all outside channels. Not even the Heartless can enter. But these sleeping worlds are said to have their own manner of darkness. They are called Dream Eaters. And there are 2 kinds. Nightmares, which devour happy dreams. And benevolent spirits, which consume the nightmares. The Dream Eaters will guide you, just as the Heartless once guided you to the keyhole you seek at the heart of each world.
kommen doch nach und nach ein paar mehr Details zum Vorschein. Aber ganz ehrlich, diese Namen immer und auch das Aussehen. Weißt du, ist die ganze Szene eigentlich voll episch und so. Und auch so, wie Meister Jenseits spricht, eigentlich ein bisschen bedrohlich und so. Ne? Es ist schon etwas im Gange. Da wird es so, oh, wir sind Traumfänger, ja, wir sind süß. Und du denkst, hä? Ach ja. 7 schlafende Welten, okay. Traumfragmente, um Geister zu erschaffen. Er kann die selber erschaffen. Hybriden nach Rezept, eigene Hybriden. Okay. Und vor allem ist eine Deckkommandos. Nein, ich muss sie opfern. Ja gut, jetzt nehmen wir natürlich mal das Standardrezept hier, die Wundermieze. Wenn du mehr Material verwendest, als das Rezept verlangt, kannst du einen höherrangigen oder höheren Stufengeist erschaffen. Was haben wir da? Material 1, Material 2. Ja, komm. Das ist Kataklysme. Erschaffen wir einen Geist. Hier schon ein bisschen schräg, war gerade das, was ich vorhin erwähnt hatte, wegen Impuls und so. Weil das Ding sieht schon eher wie ein Impala als ein Pokémon. Und Palworld ist auch mehr oder weniger ein aktuelles Spiel von den ganzen Updates noch so. Und jetzt mit den Geistern, ja, da natürlich aber den Faktor mit Luigi's Mansion, was gerade frisch auf der Switch re-released wurde, auch im 3DS ursprünglich. Also irgendwie habe ich gerade ein komisches Talent für gewisse Spiele vom Zeitpunkt her, die zu releasen. Wundermieze. Also, ich bin eh schlecht, was so Namen betrifft und so, deswegen. Ja, hab's vorhin erwähnt, Palworld und Pokémon, also waren das Namen. Wobei ist alles. Nicht mehr Pokémon explizit natürlich. Ich muss dazu aber sagen, dass ich Palworld nicht so richtig gespielt habe, tatsächlich. Damit zum meisten auch noch die Zeit gefällt, deswegen nennen es einfach Mauzi. Yeah, kombiniere Palworld, Pals. Ist kein richtiges Pal, ich weiß, aber sieht doch ein bisschen so aus. Mit Pokémon, so. Hallo Geisti. Muntre Nachricht, Freundschaft, okay. Mit Lernspielzeugen. Linkpunkte. Das wird sich bei Yu-Gi-Oh! Angelangt, oder was? Mit den Link Evolution und so. Oh Gott. Ja, wie bei Pokémon. Na, Mauzi? Ja, du bist ein Feiner. Es war eigentlich eher ein Hund als eine Katze, aber ist ja egal. Aber es hieß Wundermiez, ne? Also stimmt Hund ja schon. Geist wechseln, wir haben keinen anderen Geist. Ja, nun? Hey, kann nichts mehr machen. Spiel abgestürzt. Müssen wir wirklich auf die volle Stufe bringen, oder was? So einen Linkpunkt erhalten. Ah. Ja, Menü. Fertigkeitslink. Oh Mann. Kritischer Link. Oh Gott, was noch alles, ey. Kritischer Link. Angriffen der eines Geistgeistes treffen resultiert dies in einer stärkeren Attacke, der kritischer Link genannt wird. Ja, Ganondorf hat manchmal auch Probleme mit einem kritischen Link. Versteht ihr? Ganondorf. Einen Schnappschuss machen. Ja, da gab es schon damals, ne? So. Soll mich eigentlich zum Schlüsselloch führen, wa?
Es sind ja 7 Wellen insgesamt, wobei es halt ein Traverse eigentlich. Der hinter dem Problem ist, verstehe ich auch nicht ganz, aber egal. Traverse müsste eine Stadt sein, die wir gerettet haben damals. Und keinen der schlafenden Welten. Na du? Mizi? So, was hat die Zeit? 40 Minuten, ne? Ein bisschen können wir noch für die erste Folge. Mache in der Regel immer ein bisschen länger. Oh, Nico. I brought you Sora. We had a bargain. What's Was? the matter, Neku? Oh, no way! Hey, that wasn't the deal. You said you wouldn't hurt it. Don't, Neku! They're too dangerous! What? Why am I so sleepy? Ja, und jetzt wär's ein zu Rico. Achtung, fertig, los! Aua. Aber auch der Part, also vor allem jetzt der Wechsel so zwischen Rico und Sora, müsste auch noch im Original, so mich richtig erinnere. Tatsächlich. Wie gesagt, ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen damals, weil ich nicht so lange gespielt habe. Also ein paar Dinge kommen doch wieder sehr bekannt vor. Aua! Scheiß Tür. Okay, da ist nix. Nice! Yeah, Riku! Ist Riku jetzt wieder... Ich habe gerade geguckt, ist das jetzt in einer Erwachsenenform? Oder eben noch ein Kind? Also, sprich Kingdom Hearts 1 oder Kingdom Hearts 2 Riku? 2, Am oder? I in Traverse Town? My clothes have changed. Sora! Where are you? I remember we fell overboard after Ursula attacked, and then I think we opened a keyhole. So, this must be one of the sleeping worlds. My Keyblade. It just sort of popped into my hand when I needed it most. Right. It started. Wow. Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. What do you mean, portal? Are we just skipping past the part where you tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are 2 copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. There can be 2 of a world? The world is as many things as people need it to be. The concept that we all live in the same world, that's just in our heads. Surely you knew. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. At least hear me out. I'm looking for a girl named Rhyme. She's the key to the portal. And on the other side, who knows who we'll find? Maybe even your friend, Sora. You know Sora?
now I have your attention. But unfortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay. You want to find Rhyme? You got it. Let's go. Find the Rhyme. Und wenn das jetzt Traverse Town. Die Stadt Traverse. Das ist aber nicht dieselbe Stadt, wie die in der Soa steckt, sondern eben die andere, weswegen wir das Portal suchen müssen, um eins zu kombinieren, weil Traverse haben wir eigentlich, ist ja nicht eine der schlafenden Welten eigentlich. Jetzt sagte ich gerade von der Erklärung her, von wegen von Joshua, also von wegen, aha, dann gibt es von Traverse halt 2 Versionen, die wir bereits kennen, aus Kingdom Hearts 1 und 2, die auch schon, sag ich mal, befreit haben, von der Dunkelheit, von Herzlosen und jetzt noch die zweite Variante, die, sag ich jetzt mal, Traumvariante oder die schlafende Variante. Scheint es doch ein bisschen anders zu sein. Naja, egal. Gehen wir schon raus. Mein Link-Portal zu betreten. Ich mit ihnen verbünden. Okay. Ja. Folge Joshua. Riku. Der ist ein bisschen verwirrt von seinem Aussehen und so. Er ist aber auch wieder von der Größe eigentlich wieder mehr oder weniger der kindliche Riku. Auch im Gesicht von der Frisur her irgendwie nicht. Hä? Es ist voll crazy, weil sowas klar. Da hast du sofort gesehen, hey, ist es sowas Kingdom Hearts 1? Vom Aussehen her und die Klamotten nicht. Hier ist ja fast das Gegenteil. Die Klamotten aus Kingdom Hearts 1 ist aus. Hä? Bin ich jetzt so doof oder was? Also egal. Stack bearbeiten. Ja, das gibt noch viele Dinge, die wir machen könnten. Aber es gibt auch viele Dinge, die wir nicht machen müssen. Sagen wir mal so. Der Riku ist ja aber auch größer so. Also wird auch hier schön dargestellt. Und das sind wir vor allem bei Kingdom Hearts 2. Oder ab Kingdom Hearts 2 besser gesagt. Weil eigentlich sind die beiden ja bei Kingdom Hearts 1 noch gleich groß gewesen. Das Ganze erinnert mich sowieso, wenn wir ehrlich sind, jetzt auch der ganze Wechsel zwischen beiden und ein bisschen an Chain of Memories. Besser gesagt Region of Memories, ja. Jo, hat sich gelohnt, wa? Also Freunde, sagen an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance in HD und gucke mal, wie wir hier dann weiterkommen werden, auch in Bezug auf Sora, ob wir vielleicht schon bald mal die erste Welt, die erste schlafende Welt oder das schlafende Schlüsselloch quasi befreien können und was das Ganze war natürlich auch mit der ganzen Story vom ganzen Kingdom Hearts Universum überhaupt zu tun hat. Ne? Ich meine, geht es nur darum, die Meisterprüfung zu machen, da geht es auch darum, mehr über die Hintergründe und Verbleibe Organisation 13 zu erfahren. Die Charaktere aus 3-5 802Ds, wie Roxas und Sion und so, oder natürlich auch auf unsere Freunde aus Birth by Sleep. Zumindest 2 davon, die schlafen, also der eine schläft, die andere ist verschollen und der dritte, naja, der ist irgendwie gefangen, kann man sagen. Oh Mann. Ja, es gibt noch viel zu tun hier. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.